Commander. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. Und somit grüßt ihr zurück zu XCOM. Kurzer Blick. Und zwar folgendes. Jetzt mal an die Zuseher gerichtet, die mich schon länger verfolgen. So wie zum Beispiel Plot und Nuka, die beide Kommentare schreiben, jeweils unter diesem Spiel, wenn es erscheint auf dem Kanal. Es ist in der letzten Aufnahme einiges geschehen. Das Programm hat nicht aufgenommen, beziehungsweise Audio ja, Video nein. Und ich bin mit allen 5 Soldaten draufgegangen. Ja. Die im Satellitenraum, was du da hast in der Basis, ist nur mehr rot aufgeleuchtet. Da haben wir dann gesagt, weißt du was, nachdem ich Idiot, das Spiel ja nur einmal in 10 Tagen zu einer halben Stunde spiele, mit Ereignissen, die vor knapp einer Stunde geschehen sind, ja, haben wir gedacht, weißt du was, ich fange nochmal von vorne an. Genau. Und wir werden das jetzt ein bisschen anders gestalten. Wir werden uns dieses Mal etwas anderes aussuchen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss halt schauen, auf was für ein Kontinent, dass wir unsere Hauptbasis gehabt haben. Ich bin jetzt mal alles durchgegangen. Expertenwissen, Asien, die Projekte kosten 50% weniger. Die Ergebnisse von Autopsien und Verhören liegen sofort vor und Afrika all in. Ich habe mich jetzt für das entschieden. Das Einzige, was ich jetzt dann nur schauen muss, wenn wir drinnen sind im Spiel, beziehungsweise die erste Mission gemacht haben, die gleich aufleuchtet, weil ich habe mir schon ein bisschen, ich habe das jetzt alles noch ein bisschen so durchgeschaut, oder was da wie, wo was kommt. Wir werden unseren Stützpunkt hier aufbauen, monatliches XCOM-Budget um 30% erhöht, für so einen Trottel wie mich, der nur alle 10 Tage eine halbe Stunde spielt. Genau. Wir probieren es einfach. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Jawohl. Strike One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Okay, kurzer Blick. Und zwar Spiel speichern, ja. Perfekt. Ich habe nämlich da müssen alle Speicherstände löschen. Ich hoffe, dass das funktioniert jetzt da. Bitte Nuka oder Plot, berichtigt mich bitte. Spiel 5? Was? Keine Ahnung. Ja. Wir werden es jetzt einfach einmal probieren. Und ansonsten bitte ab in die Kommentare. Ja, das haben wir ja nie gespielt, oder? Ich meine, das kann nicht so schwer sein, dass man dann ein Spiel anfängt. Vielleicht will das Spiel das ja auch gar nicht. Gut. Du auch Feldposten bitte. Feld- oder Vollpfosten? Das ist halt immer die Frage.
Und ja, das ist mein großer Fehler. Dieses Spiel spiele ich einfach zu selten. Der Van Damme ist auch unterwegs, dass es sowas gibt. Die Wütsau. Wir belassen es dabei alle so. Schwierigkeitsgrad ist normal. Mal schauen. So. Du auch. Und du auch. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, ich auch. Du liegst mit deiner Annahme des etwas Hörens nicht weiter neben. Der Jens Van Damme, das finde ich ein geiles Gimmick. Scheiß drauf, ob wir jetzt normal, ob wir jetzt mit dem Chaos weitermachen oder gleich neu anfangen, ist auch schon wurscht, oder? Still! Habt ihr was gehört? Außerirdisches Leben auf der Erde. Wir erleben etwas, das es in der uns bekannten Geschichte nie zuvor gegeben hat. Ja, Frau Walfisch, das ist richtig. Ich weiß, Plot oder Nuka, das wird euch jetzt sicher anzipfen, dass wir bei den alten Spielstand nicht weitergemacht haben. Aber es hilft mir nichts. Anno habe ich sowieso erst. Heute ist der 8.4. um 19 Uhr. Ich habe Anno seit der letzten 90 Minuten Aufnahme nicht mehr gespielt. Das ist jetzt sicher schon her. Knapp ein Monat. Na, das wird lustig. Und das hilft mir nichts. Ich bin ja selber schuld, ich hab's ja schon erwähnt, ich bin ja selber schuld da. Ich spüre die zwei Spiele so selten. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Die letzten 10 Tage habe ich über knapp 20 Stunden nur Mass Effect 2 gespielt. Das will schon alles heißen, oder? Man gut, ich muss aber auch offen und ehrlich gesagt gestehen, mein Kopf ist nämlich mit den Gedanken schon ganz woanders. Und das hilft mir nichts, wenn ich da was anfangen zu spielen und ich kann euch einen Spaß nicht bringen, weißt? Und die letzte Aufnahme, die war wirklich zum Davonlaufen. Ich weiß nämlich nicht, wann die Pfosten auftauchen. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich in diesem Spielstand eine andere Vorgehensweise. Ich weiß es nicht. Kann ich da nicht sagen. Und mir gefallen eigentlich beide Spiele. Anno und das. Aber, was soll ich sagen? Ziel in Sicht! Die Grundkenntnisse war sie ja noch. Hört ihr das?
habe ihn weggefegt. Anscheinend zerstören sich ihre Waffen von selbst, wenn der Träger stirbt. Wir sollten Ausschau nach Bruchstücken halten, die wir für unsere Forschungsprogramme bergen können. Hä? Okay. Wer sich jetzt auskennt, warum das jetzt so passiert ist, weil ich habe eigentlich geglaubt, dass der Spielstand wieder komplett zurücksetzt. Oder hat er die Fertigkeiten mitgenommen von den alten Spielständen? Das kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Naja. Egal. Das soll der ganzen Sache jetzt keinen Abbruch tun, ehrlich gesagt. Also du bleibst aber dabei auch noch da, bitte. Und ja, ich lasse mich sicher auf kein Manöver mehr ein, wo ich sage, hey, das könnte mir in Gefahr bringen. Sicher nicht. Gehst du bitte daher? Herr Meier. Sie bleibt da, er bleibt da. Still jetzt. Hört mal. Okay. Du bleibst da. Und du, Mädchen, gibst den Kollegen da Deckung. Wenn ich im letzten Spielstand eins gelernt habe, lieber zweimal mehr Feldposten und ein bisschen langsamer vorangehen, als wie in dieses Missgeschick laufen, so wie im letzten Spielstand. BZW in der letzten Aufnahme. Kannst du das sicher sein? Und ich deck sicher und ich werde meine Kameraden da unten sicher doppelt und dreifach abdecken. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Feind in Sicht! Waren jetzt nur die zwei? Habt ihr was gehört? Ich hätte sogar was gesehen, Alter. Du deck deinen Kollegen bitte. Und du deckst deinen Kollegen bitte da um. Danke. Das wäre ganz lieb von dir. Und ja, ich war stocksauer.
Jetzt überlege ich nur gerade, wo kann ich die hier positionieren? Warte mal. Wenn ich eins gelernt habe. Geh du da einer. Shit. Fliege unter Feuer! Er ist ja daneben gegangen. Weg die an. Nudel, du Geile. Oje. Aber warte mal. Weißt du was? Wir probieren's. Mehr so schief kann's nicht, oder? Na bitte. Wie schaut's bei dir aus? Gute Arbeit da draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten Ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Willkommen im XCOM-Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme 2 Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind, in der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Ja, das ist aber freundlich von dir, Meister. Okay, wir sind wieder ganz verfuhren. Sehr gut. Eine beispielhafte Leistung. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Frau Walfisch, ich tät's nicht verschreien, das kann wieder in die Die Hosen rein. Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als Erste in den Kampf und zieht als Letzte ab. Der Spezialist für schwere Waffen leistet wichtige Arbeit für den Trupp. Mit dem Raketenwerfer im Schlepptau ist er ein wahrer Zerstörungsexperte. Richtig, genau deswegen haben wir Wie ihn ja. der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Okay. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet Ihre Befehle. Auf Ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Warte mal ganz kurz. Lagezentrum, Hangar, Kaserne. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Vahlen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Und dieses Mal werden wir auch ganz was anderes machen. Bin nämlich jetzt dahinter gekommen, im ersten Durchlauf habe ich mich viel zu wenig mit den Sachen beschäftigt. Obwohl wir das eigentlich ja brauchen. Ja, zwecks Credits und ja, hin und her und bla bla bla. Xenobiologie, es ist überlebenswichtig, die Physiologie der Außerirdischen gründlich zu erforschen. Damit können wir bessere Waffen und Techniken. Ja, Ich stimme das. zu. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Natürlich, Dr. Heuschrecke. Weiter so. Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Vahlen hat uns ein paar neue Pläne geschickt.
Mit Ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Ja genau, Dr. Octopus hat uns da schon irgendwas gesagt. Genau. Ein bisschen Raum haben wir hier oben noch. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Wir bauen einmal ein Kraftwerk. Arbeitsteams sind unterwegs, um mit der Konstruktion zu beginnen. Ich melde mich, wenn die neue Anlage einsatzfähig ist. Die Kohle haben wir auch noch. Da können wir es eh nicht mehr viel machen. Wir warten jetzt mal da, bis wir das Kraftwerk haben. Und einen Fehler will ich auch sicher nicht mehr machen. Wir werden das jetzt nämlich so gestalten, dass wir mal anfangen auf einer Seite. Anfangen ins Bauen mit den ganzen Sachen, was wir brauchen. Und auf der zweiten Seite werden wir jetzt mal ein bisschen ausheben lassen. Genau. Und wir brauchen ja wieder Kohle. Was haben wir denn da? Medikit. Das Gefechtsmedikit kann mit seinen Nanoverbänden und hochwirksamen Stimulantien die Wunden eines Soldaten im Feld für einige Zeit versorgen. Machen wir mal 4 Stück. Okay, das hat er schon. Hä? Okay. Dürften wir haben. Ich muss nur schauen, das Hangar. Nein, bitte noch nicht. Ich möchte mir da unten ein bisschen weiter durchschauen. Ah ja, da haben wir noch nichts, genau. Das läuft, das läuft. Fortbewegungsmittel. 5 Tage. Aktiv, 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 aktiv. Okay. Hangar. Schiffsliste. Ja, wir haben ja kein Geld dafür. Abbruch. Okay. Ereignisliste. Warte mal, was haben wir denn da alles? 31 Tage Ratsbericht. Ich werde dort. Achso, das war alles automatisch speichern. Okay. Ich hab schon geglaubt, was der. Ja, was der durch Fallout bin ich ein bisschen mehr paranoid mittlerweile. Okay. Da haben wir Xenobiologie 8 Tage. Was haben wir denn? Ins Lagerzentrum können wir noch nicht. Warum? Warum ist das so? Für dieses Upgrade muss ein XCOM-Soldat den Rang Sergeant erreichen. Okay. Das haben wir schon. Passt. Ich glaube, wir können einmal da in den Hangar. Nein, den Hangar. Wo war denn das? Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Leicht. Mäßig. Hm. 4 Wissenschaftler, gell? War gescheiter, glaube ich. Ja.
Okay, okay. Strike One, bereit machen zur Landung. Natürlich. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Klar. Für das sind wir ja da. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Aha. Okay, da hinten brennt's. Du gehst einmal daher, bitte. Ja, du siehst nicht da reingehen, du Hirschnudel, du. Ja, super klasse. Weißt du was? Deck den Kollegen, bitte. Danke. So, du kommst bitte daher. Oder daher? Komm bitte daher. Waugel. Danke. Danke ganz freundlich. Und dann kommt daher. Na, daher. Und sofort wieder auf den Feldposten umschalten. Mit mir nicht. Nicht in dem Spielstand jetzt. Hört ihr das? Ziel verfehlt. Macht nix, macht nix. Hier ist es ganz schön brenzlig. Verflucht! Ziel verfehlt! Wieso hat er nur Schrotflinten? Warte mal, wie schaut's denn da aus? Du kannst es einmal probieren. S2. Na. Ich werde das jetzt anders gestalten. Schau her. Die zwei Aliens sind da herüben, auf der Seite. Dann kommt sie daher. Macht einen Feldposten. Und sobald sie kann, schießt sie los. Du kommst daher und machst einen auf Feldposten. Da, genau. Schwerer Beschuss in diesem Bereich. Ja, jetzt macht er nichts. Warte mal.
Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Wie schaut's bei dir aus? Die schaut nicht so schlecht aus. Er ist ausgeschaltet. Okay, Junge. Dann gehst du daher und sofort wieder auf Feldposten. Mädel, du bleibst da, bitte auf Feldposten. Die kennen mich kreuzweise, ehrlich. Und sollte dir das zu langweilig vorkommen, ja, ich hab dazu gelernt. Lieber einmal mehr Feldposten als einmal zu wenig. Was zum Teufel war das? Das war der morgendliche Stuhlgang eines Aliens. Mhm. Geh du daher bitte. Warte mal. Gerade noch. Und sind die Aliens jetzt mal ein paar Züge machen? Gut, sie machen es eh nicht. So, genauso wie ich es nicht wollen habe, ist auch gekommen. Naja. Deck du bitte an. Mädel, du gehst bitte da wieder zurück. Was war das für ein Geräusch? Nur einmal. Der morgendliche Klogang eines Aliens. Mhm. Gut. Gut. Von der Seite sind jetzt alle weg. Du machst bitte einen Feldposten. Du machst auch bitte noch einen Feldposten. Aber ich glaube, dass sie da irgendwo auftauchen werden. Also werden wir da nicht immer dumm scheißen. Ja, und du auch noch einmal. Ich meine, das ist am blödesten. Na, du bleibst da noch da, bitte. Hört ihr das? Natürlich heiß. Wir werden es bald sehen, glaube ich. Warte mal. Mädel, wo bist denn? Geh da auf, bitte.
zu killen. Hörtposten. Ja, aber schau, was für zache Lurdern das sind. Du bleibst da bitte noch mal da. Still. Habt ihr was gehört? Deppert sind's nicht. Komm du da her. Michael Myers, bitte daher. Scheiß drauf, dann dauern die Partien halt um ein paar Minuten länger. Aber noch einmal, so in die Falle laufen wie auf der letzten Mission im alten Spielstand. Nö, 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 nö. Aber sicher nicht mehr. Feind in Sicht. Schau dir die zwei Gaukler an. Hört ihr das? Ich hör's nicht nur, ich seh's auch. Da irgendwo waren's. Die zwei Deppen. Dann brauche ich dich da. Wenn du einen siehst, hat's einer gleich. Und du daher bitte. Hört ihr das? Ja. Da oben tut sie was. Sind eh nur die zwei Deppen. Okay, Mädel, du laufst daher. Und sofort Feuer, wenn du den siehst. Ah, verflucht! Junge. Ihre Zielvorrichtung. Geht's gut? Sehr gut. Krank. Commander, vielleicht sollten Sie Ihre Männer instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten.
Die sind zwar effektiv gegen Aliens, zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Bedenken Sie das. Ja, Frau Oktopus, ich werde mich dran halten. Nein, dann gehst du auf Feldposten. Na, Feldposten. Deckung! Okay, Peterle. Der hat nur die Pistolen. Warte mal, ich will aber zu ihm umgehen. Nee, 27. Also ich probier's einfach. Zielbar fehlt. Macht nix, Junge, macht nix. Wie viel Chance hat sie eigentlich? Kein Ziel verfügbar. Okay. Das ist viel zu wenig. Deckung! Volle Deckung! Probier's einfach. Verdammt! Das Dumme ist, dass du ein Dings hast. Das Dumme ist, dass du eine Schrotflinten hast. Jetzt warst du eher der Nahkämpfer, aber das ist ja auch Schatz eigentlich. Du Mädel, gehst auf den Feldposten. Du gehst daher, machst dann auf 34%, nicht gut. Hast auch noch 27%, scheißegal. Aha. Ja, bin ich drauf? Nö, anscheinend nicht. Meister. Lass das jetzt bitte gut gehen. X-Ray Mission erfüllt. Okay, so kann ich das bei Weitem besser bewerkstelligen.
haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich bin froh, dass alle wohlbehalten zurück sind. Das freut mich natürlich, Fräulein Hyäne. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Neue Gebäude verfügbar. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%, Verbundbonus plus 10%, okay? Für das jedes angrenzende Labor benutzt die Einrichtung annehmen. Commander ins Lagezentrum. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Jedes Ratsmitglied wird Satellitenabdeckung fordern. Wir sollten den Einsatz sorgfältig planen. Was ja klar ist. Ägypten und Japan waren die nächsten Geschichten. Okay. Vor allem geht es jetzt um einen Echt-Swap, Plot und Nuka. Oder ansonsten, wer halt sonst noch zuschaut, wenn du mich schon länger verfolgst. Tipps, Tricks, ab in die Kommentare. Ist die Vorgehensweise mit den Feldposten besser wie vorher? Würdest das du auch so machen, dass du langsam strategisch mit Feldposten vorgehst, so wie es wir jetzt gemacht haben? Oder ist es auf eine andere Weise besser? Bitte ab in die Kommentare damit. Diesen Kontakt, aber ich denke nicht, dass er etwas mit der UFO-Aktivität zu tun hat. Ja, ja. Und ansonsten hoffe ich, dass es für euch in Ordnung ist, dass wir jetzt neu angefangen haben. Weil offen und ehrlich gesagt, aus dem alten Spielstand aus, das hätte man einmal da rettet. Gell? Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Spaß gehabt bei dem Neuanfang unter Anführungszeichen. Und beim nächsten Mal werden wir uns wieder dem Ganzen ein bisschen mehr widmen. Was wir allerdings machen müssen ist nächste Mal, und ich verspreche da, dass ich jetzt ein bisschen mehr spielen werde, weil jetzt habe ich auch bei Mass Effect 2 ein bisschen mehr Vorlauf. Wir müssen uns einmal mit diesem Medikit befassen, gell? Damit wir wissen, wer ist damit ausgerüstet, wie können wir das den getroffenen Soldaten versorgen damit und, gell? Also dann, ich wünsche dir was, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich hoffe, du bist mir nicht böse, falls du mich länger verfolgst, dass wir jetzt da neu angefangen haben. Bis zum nächsten Mal. Baba.